Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Wieder mal mit einem Gast, einem sehr speziellen Gast. Mittlerweile eigentlich nicht mehr ein spezieller Gast. Nein, ja, okay. Einfach so jeder Der Standard-Gast. 50 Podcast ist mein Gast. Aber es freut mich natürlich immer wieder, dass du ein Gast bist. Vor allem jetzt immer wieder so, gerne. ja, jetzt, wo ich so ausgezogen bin, habe ich das Gefühl, es ist so schön, wieder mal mit der Geschichte da, weißt du, der Content. Zum ersten Mal mache ich dann Podcast, actually. Aber es ist insgesamt jetzt schon Du bist ja erst das zweite Mal da. Erst das zweite Mal da Ja, und instant Podcast aufgenommen. Ein Podcast haben wir, glaube ich, schon mehrere aufgenommen. Ja, wir haben jetzt schon, das ist der vierte, glaube ich. Echt? Okay, das habe ich keine Ahnung mehr. Ja, wir haben einen, zwei gemacht, einen mit der Schule, einen mit der Mutter. Ja, stimmt. Yes. Haben wir nur eines, zweite gemacht? Wir haben nur eines, zweite gemacht und ich habe keine Ahnung, über was wir geredet haben. Ich weiß es auch nicht mehr. Vergessen. Link in der Description. Oder so. Ich werde es eh vergessen. Egal. Aber es ist eigentlich mega spontan. Ich habe jetzt voll nicht geplant, dass wir da voll die Podcast-Folge machen, sondern ich habe ihm gestern schon geschrieben, «Jo, hast du Lust?» Weil ich bin gestern daheim war. Und habe ihm geschrieben, so, «Jo, wo bist du gerade? Hast du Lust, eine Podcast-Folge aufzunehmen?» Am 1 am Morgen übrigens. Hast du das geschrieben? Bist du eigentlich... Ich bin dort weg gewesen, auch mit Kollegen, also es wäre nicht die Lösung gewesen. Okay. Wäre nicht die Lösung gewesen. Ja, du hast nur so geschrieben, es geht nicht. Und ich habe dann schon gedacht, du bist da so voll drunk. Nein, das nicht. Okay, easy. Nein, aber jetzt hast du wie vorher so angerufen, so, «Jo, jetzt könnt ihr nicht.» Jetzt bin ich wieder in Zürich, aber er war jetzt am Umfahren. Ich war direkt unterwegs, irgendwo zu Meilen und nachher einfach rechts abgebogen auf Zürich, anstatt zu Zokheim. Jetzt ist schon da. Vor allem, also ich habe morgen eigentlich wieder Schule nach einem Monat und es ist jetzt, wie spät ist? 9:30, ja, läuft's. Nice, wie sind eigentlich Prüfungen gewesen? Ich hoffe, das hast du noch nicht gesagt, weil ich bekomme jetzt Update und die Leute wissen alle schon, was läuft. Ich schwöre, Alter, meine Community weiss mehr über mein Leben als du. Ich müsste mehr Nazi-Style-Videos schauen. Ja, willst du etwas wissen? Ich habe gar keine Prüfungen gehabt. Ah, du hast keine Prüfungen gehabt? Nein, ich habe nur Projekte, die bei mir... Ah, das meine ich damit. Aber ich habe meine Noten bekommen. Das meine ich damit, was hast du bekommen? Aha. Ja, es ist nicht schlecht. Soll ich jetzt eine Note droppen? Ich weiß nicht, ob das jetzt Aha, ich mache so ein Average. So ein Plus-Minus. Also meine schlechteste Note war ein 5er. Hure schlimm, okay. Also, nein, das ist ja crazy, ja? Ja, es ist ja nicht schlecht gelaufen. Ich glaube, ich habe so schlicht einen 5er hatte ich gehabt, 2 5,5er, 2 5,75 und einen 6er. Ah, easy one, hä? Hure geil. Sehr, sehr geil. Alter, vor allem, wenn du vom Gimmi kommst, dass so scheiße Noten gibt. Oh fuck, Gimmi wirst du wirklich wirst sensibilisiert auf so 4, 3 Ja, dass du so auf einen 4er freust, das ist das Ziel nicht mehr gut sein, da ist das Ziel einfach genügend sein. Ja, ich habe ja den gleichen Unterschied gehabt mit der Berufsschule nicht. Ja. Also mir da Berufsschullevel ist schon eher, also es ist eher einfach. Ja. Und gerade so, wir sind ja ein bisschen älter als Way Up vielleicht musst du noch kurz sagen, was du machst, für die, was nicht... Für die, die es nicht wissen, ich bin Way Up Mediamatiker. Ich mache jetzt das Jahr die Lehre fertig. Ich war vorher im Gimmi gewesen. Und Way Up ist eigentlich nichts anderes als die Lehre für Maturanden. Dann ist es nur noch 2 Jahre anstatt 4 Jahre. Weil du logischerweise nur das fachspezifische Zeug machen musst. Sehr empfehlenswert. Machen das Leute, die im Gimmi sind und die nicht wissen, was unbedingt sie machen wollen. 2 Jahre sind nichts. Und das EFZ im Sack schadet nie. Jetzt will ich auch noch kurz bei dir fragen, was machst jetzt du eigentlich nachher? Ich weiß es nicht. Ich bin mich am Bewerben. Die Notfalllösung wäre, ich bleibe im Betrieb, wo ich jetzt momentan bin. Aber ich fände es eigentlich cool in einer Agentur. Aber niemand will jemanden, der frisch aus der Lehre ist in einer Agentur meistens. Ja, meistens wenn die Leute, die Visual Communication schon studiert haben. Oder die 3 bis 5 Jahre Berufserfahrung haben, was ein bisschen schwierig ist mit 21. Ja, aber fest am Bewerben und eben, wenn es nicht funktioniert, bleibe ich halt im Betrieb. Und nachher spare aufs Studium. Komme ich zu dir, hoffentlich. Also er will auch eine ZHDK, oder? Vielleicht ZHDK, vielleicht Bern. Es ist ein bisschen egal. Ich bin eigentlich... Ja. So, vor ein paar Wochen bin ich immer so gewesen, es muss ZHDK sein, weil Zürich geil und so. Aber mittlerweile ist es auch einfach solange es der Studiengang ist, ist eigentlich gut für mich. Also es ist nicht so wichtig, wo. Ich finde es eigentlich schon funny, wie wir alle so, weißt so gleich, also weißt, wir haben eine kleinere Schwester und dass wir zwei eigentlich immer so ein bisschen per Zufall so ein bisschen einen ähnlichen Weg gemacht haben. Also wir sind zuerst beide halt in die normale Schule, dann sind wir in die Sek gegangen, sind erst ab der 3. Sek ins Gimmi gegangen und nachher haben wir so 2 Jahre etwas Unterschiedliches gemacht, in dem sind so das Zwischenjahr Selbstständigkeit und ich finde es jetzt schon, wir machen jetzt schon nicht etwas komplett Unterschiedliches, so Mediamatiker und Influencer.
Ja, es geht so in die gleiche Richtung irgendwie so ein bisschen. Und jetzt bin ich an der ZHDK, jetzt willst du auch ZHDK, das finde ich schon... Er ist schon irgendwie witzig, funny. er ist mega witzig. Aber ich glaube, wir haben ein sehr artistisches Blut. Auch. Ja. Jetzt bei der Joel ist schon noch mal ein bisschen anders. Ich habe das Der Gefühl, Joel ist schon anders, ja. Ja. Also sie ist auf dem Spital jetzt. Yes ist VG. Ja. Ja, aber so generell, es ist schon in der Familie, also so Cousins, Cousinen, überall so ein bisschen artsy. Das finde ich Also schon check's lustig. schon. Aber es ist witzig, ja. Ist das eigentlich so, dass es wirklich so, weißt du, so ein Ding ist von, man hat es im Blut, oder ist es schon so, man wächst vielleicht so auf und darum ist man kreativ, wenn man das früh lernt, weißt du, so. Ey, beides wahrscheinlich nicht. Ich habe das Gefühl, safe hat es mit Aufwachsen zu tun, weil wenn die Eltern artsy sind, dann kaufen sie sich einen Malstift nicht und so Scheiße. Ja, vielleicht. Und klar gibt es dann so ein bisschen die Kinder, die einfach keinen Bock haben und also was in dem Ja. Sinne nicht im Blut haben, in Anführungszeichen. Aber ja, ich guess, je früher Ja. dass du anfängst, desto besser wirst. Also es ist wie alles erlernbar. Ich glaube, niemand ist so Ja. ultra artsy geboren und es ist alles erlernbar, habe ich das Gefühl. So ein bisschen. Gut, wir sind schon sehr in einer, eben so in einer kreativen Ja, safe. Familie aufgewachsen. Also wir haben ja Cousine, also eine Tante von uns, die ist komplett am Malen und am, Mhm. wie sagt man dem, Schnitzen aus Holzsachen. So. Am Künstler. Unser Grossonkel ist auch, ich glaube, ein recht berühmter Maler. Ja, das Bio. Ja, wie heißt er? Der Jörg, oh Gott. Ah ja, Jörg Müller. Jörg Müller, look him Also, up. Shoutout kennt du so an Jörg Jörg Müller. Müller. Er lebt noch, ja, tatsächlich. Schon, Er ja. wohnt ja in So wissen Deutschland. wir das. Er wohnt in Deutschland. Gut, Grossonkel. Ja, der Bruder von unserem Grossvater so. Ja, Ja, der hat crazy Bilder gemacht. Ich glaube, crazy der Bilder gemacht. bei der Freiburg hängen Bilder von ihm. Also, Ich glaube, das crazy. Biel auch irgendwo, habe ich eben das Ja. Gefühl gehabt. ja, voll. Und sonst eben, also meine Mom kann auch mega gut zeichnen, ist Kindergärtnerin, es ist alles so ein bisschen kreativ. Das hat der Papi eigentlich nicht so mega. Papi, ich habe kein Nashornzeichen vor allem. Das war ein Meme gewesen Ja, früher bei stimmt. uns. Ich habe kein Nashornzeichen. Kannst du das einblenden? Das ist ein Podcast. Hey. Kannst du einen Scheiß einblenden? Stellt euch vor, ein schlechtes Nashorn. Ja. Und er hat, glaube ich, immer gemeint, dass er nur ein Sohn, aber eigentlich ein Nashorn hat, ja. Ja, es sieht einfach aus wie Es ist auch kein Nashorn. es sieht ja aus wie ein Schildkröte irgendwie und ja, ein Pferd. So eine Mischung. alles so ein bisschen. Der ganze Ja. so. Ja, das ist irgendwie lustig. Also, yes. Über was reden wir heute, Natim? Also eigentlich, eben, es ist halt sehr spontan. Und wir haben, also eigentlich habe ich das Gefühl, wir haben schon hure gute Richtung jetzt geschlagen, für das wir vorgehen zum Reden. Wir haben es mega gut vorbereitet, per Zufall. Nein, also wir haben so ein bisschen überlegt, dass es irgendwie mega spannend wäre, zum so ein bisschen labern über das Ganze. Also ich bin jetzt 22, du bist 21. Ich bin 21. Alter, das ist immer, irgendwie früher hat man das so gut gewusst, wie alt Geschwister die sind. Mittlerweile bin ich so, fuck, wie alt bist du jetzt eigentlich? Alter, du bist schon 21. Ja, wir werden alle eben alt, das ist das Problem. Ey, dass Joel 18 ist, das check ich Joel gar wird nicht. 19, ja, das ist auch crazy. Ich habe so vor ein paar Jahren habe ich mir überlegt, so Babysitten und dann habe ich mich so müssen bewerben. Und ich will anschreiben, ich habe eine kleine Schwester, bis ich so checkt habe, Alter, die ist einfach 16. Bringt einen Scheiß. Das kannst du nicht mehr Babysitten, schreiben. nein. Das ist so crazy, dass eben so sie so auch schon in den Club kann und Alkohol trinken. Es ist auch so richtig, ich weiss, ob wir das schon besprochen haben auf einem Podcast, aber das in meinem Kopf haben alle so ein festes Alter. Über das haben wir privat schon geredet, aber noch nicht auf dem Podcast. So, in meinem Kopf ist Joel für immer 16, Ja, ich für immer 17 und du für immer 19. bin ich 19? Für mich bist du immer 19. Ja. Und das Lustige ist, meine Cousine, die Angie, die älteste, ist für Ja. mich auch 19. Was null Sinn macht, Ja, weil die haben stimmt. irgendwie 5 Jahre Unterschied. Ja, stimmt. Aber die, sie ist so in meinem Kopf drin, irgendwie das Alter. ja, die ist jetzt auch, wie alt ist sie? Fast 30. Ja. Das sind alle, das macht voll keinen Sinn. Irgendwie, also für mich bin ich auch noch nicht langsam erwachsen. Ja. Und wenn ich dann so höre, dass dann Leute in meinem Alter anfangen sich verloben und heiraten, bin ich so, yo, Alter, Ja, das ist schön. so weit weg. Das habe ich aber gerade letztens im Podcast jemand gefragt. Wie würdest du reagieren, wenn der Can jetzt für einen Heiratsantrag macht? Und ich war so, Ach, nein sagen. for real, ich war so, Hell yo, no. Alter, wir sind erst 22, entspann dich mal. Nein, aber ich glaube, was würdest du sagen, so, ist so das Alter zum so Kind? Ey, Bist heutzutage du ist es Kind? Ich so weiss gar nicht. anders. Ja, ich glaube schon. Heutzutage ist es eben so anders, nicht? So Ja. früher hat Ja, es wäre normal gewesen, jetzt schon das Kind, weißt Ja, fair. du. Aber ich glaube, juckt da Loki niemand mehr. So. Also du kannst Ende 30, also Ende 30 wird auch schon langsam spät. Aber du kannst theoretisch Ende 30 Kinder haben. Ja. Du kannst, es gibt Leute, die haben mit 20 Kinder. Ja, mit Can, sein alles. Dad war 21 gewesen. Schon, Ja, also wo sein Okay. Bruder auf die Welt kam, ja. ja. Das ist schon insane eigentlich. Schon Und ich wäre crazy, ja. noch so nicht ready für das Kind. Ja.
Unsere Eltern haben dich mit 30. 30, ja. Ja, genau, 30 Jahre älter sind sie. Okay. Das finde ich aber eigentlich noch easy. Ja, Also mit 30 ist normal. Habe ich das Ja, Gefühl. mit 30 könnte ich langsamer... Also das ist so in 8 Jahren. Ich habe das Gefühl, bis dann habe ich mein Leben ein bisschen im Griff. So. Ja. Es gibt eben, ich hatte schon Friends, die nachher gesagt haben, sie wollen möglichst früh Kind, dass sie möglichst früh genug alt sind und dass du dann noch das Leben kannst geniessen, wenn du noch jung bist. So, ein bisschen. Ah, lol. So, wenn du weißt, wenn du das Kind hast mit 22, nachher sind die 18, wenn du 40 bist, oder? Ja, ja. Und nachher mit 40 kannst du noch die Welt schauen. Aber ich habe das Gefühl, ich Whatever. genieße es eher, jetzt meine Jugend noch so ein bisschen zu leben. Same. Und jetzt noch go reisen und jetzt Same, noch in Ausgang und whatever so Sachen machen. Ja. Mit 40 ist so in 40 Party, cool, deine Kinder sind ausgezogen. Über 40 kannst du Rollerblade und so Scheiße. Ja. Nachher 50 ist dann Bingo-Abend. Ja. Alter, Bingo stelle ich mal übel geil vor. Bist du mal Bingo spielen? Wir haben es in der Schule gespielt. Wir machen eine schnelle Brücke vor Reden. Ja, ich Das nächste Thema. Wir haben in der Schule mal Bingo gespielt, ja. Aber sonst Ich habe das ist gerade noch nie mein gespielt. Top One Activity. Ich stelle mir das so nice vor. Es ist im Mann. low-key ein bisschen langweilig. Wirklich? Ja, das ist so Ich stelle mir das so nice vor, das muss doch so ein Glücksmoment sein, wenn so Ja, das deine schon. Zahl gesagt Und wird, dann du bist kannst so, du Bingo sagen, ja. Das ist schon Ja. geil. Also, falls jemand draussen Lust hat, mit mir Bingo spielen, dann meldet euch bei mir. Ich habe allgemein, das ist jetzt, Alter, ich bin immer so schlecht, ich will eigentlich immer am Anfang das sagen von meinem Podcast, nicht eine halbe Stunde. Also es gibt 2 wichtige Sachen. Erstens, ja, ich dachte, du sagst Shit, ich habe es vergessen. abonniert mich. Abonnieren mich, sorry. Glocke aktivieren, abonnieren. Nein, wir sind auf YouTube. Man kann, oder kann man eine Glocke aktivieren? Ich glaube schon, doch. Du bist der Ich weiss es Influencer. doch auch nicht, Alter. Ich lade Podcast-Folge auf und dann ist es vorbei. Okay. Nein, also... Drückt einfach alle Knöpfe. Also, alle. alle Knöpfe. Hat es einen Dislike-Button? Nein, Gut. man hat keinen gut. Like-Button. Also, Also, dann ihr- ist Genau jetzt, wenn ihr das hört, dann könnt ihr mir folgen auf Spotify. Auf YouTube übrigens auch noch. Dort habe ich auch noch, lade ich auch noch meine Podcast-Folge 5 Stars. 5 Stars. Ah ja, bewerten 5 bitte. Sterne. 5 Und schreibt, Stars, dass der danke. Podcast fucking geil ist. Richtig erotisch geil. Ja, und schickt ein Selfie auf Insta. Ja, schicken wir alle... Oder so. Zum Beweisen, dass ich den Podcast gehört habe. Das ist aber noch lustig. Ja, schickt ein Selfie mit einem Daumen gegen rauf. Gut. Dann weißt du, das ist euer Like-Button. Ja, das Es kann check ich. Like-Button Macht geben. Sinn. Und der zweite Punkt ist, ich habe nächste Woche einen Flomi. Es ist eigentlich so, ich habe es glaube ich auch schon im Podcast gesagt, es ist so ein jährliches Ding, das ist jetzt das 4. Mal, wo ich mit meinem Dad und mit meiner Kollegin einen Flomi mache und unsere Kleider verkaufen und ja, da könnt ihr gerne vorbeikommen. Es sind mega coole Kleider, also ihr werdet da komplett etwas verpassen, wenn ihr nicht kommt. Nein, es ist im Uster, Stadthofsaal, genau in Uster, Zürich. Und was soll ich sagen? Ah ja, es ist am 25. Februar, Sonntag, vom 9 Uhr am Morgen bis um 4 Uhr am Abend. Bringt Bargeld mit, weil ja, man kann nicht zahlen sonst. Und sonst, Twint? ja, das ist immer so ein bisschen mühsam, weil ich will jetzt da nicht Du meine Nummer. willst nicht deine Nummer. Ja, es wird halt über den Papi gehen, aber nehmt auch Bargeld mit, das ist am einfachsten. Und kommt am besten... Ja, kommt einfach... Rechtzeitig. Ich hätte gerade sagen, kommt alle am Morgen, aber ist auch nicht geil. Kommt einfach, hauptsächlich kommen... Alle 1 Uhr sind nach einer riesen Reihe. Aber es ist eben das Jahr mega geil, weil das Jahr haben wir wie so eine eigene Ecke. Wir haben so 2 Tische. Haben sie für euch organisiert? Haben sie Ja, gewusst, ja, jetzt alles- Schnatti-Style, ja, die ja. werden mehr als genug Leute sein. Das heisst, warte mal, ich habe ja früher mal, du hast so extra ein Logo gemacht, wie hat das geheißen? Second Style oder so. Ja. Das habe ich mal als Idee gehabt. aber Scheiß Insta-Account, Nie ja. hat es existiert, also das ist so ein Projekt, das absolut nicht. Ja. Egal, aber Second, ja, egal. Kommt einfach, und es ist cool, wir haben jetzt eben auch eine extra Umziehkabine bestellt und so, also wir sind da richtig Jo, es sind ja Professional-Flow-Märkte. Ja, Mann. Kommst du auch eigentlich? Ich komme vielleicht auch, wenn ihr Glück habt, sehen mich. Macht bitte alles Foto mit ihm. So, ey, kannst du mal Macht Unterschrift alles Foto mit mir. Postet es. geben? Wirst du auch gesehen? Machen die Leute auch Bilder? Selten. Weil ich finde das so funny, wenn so, wie das Mama und der Papi so erzählen, dass sie haben müssen Bilder machen. Ich habe das Gefühl, die Mutter und der Vater sind fast sogar mehr bekannt als ich. Weil so der Vater Ja. siehst jetzt öfter so TikToks und so. Ja, das Mami macht halt auch, die haben beide einen eigenen Account. Ja, eben. Ja gut, Ja. die Mutter ist auch jetzt TikTokerin. Ja. Irgendwann kann jetzt dich abirren. Das ist die Tochter vom Mami-Style. Mami-Style, genau. Mami-Style und Papi-Style. Unbedingt, das ist auch etwas, was man sagen gönnt beim Mami-Style vorbeischauen. Sie macht mega coolen Content. Ja. Mega coolen Content. Und das ist ja so eher ein Ding, weil so Insta, also weißt du,
So dort kann sie genau so eine Message überbringen und so. Ja, sie macht es echt gut. Sie Ich macht's habe ihr super gut. einmal gezeigt, wie man das Video schneidet und ich bin mega impressed, wie sie da so ohne meine Hilfe oder so Es ist im Blut. Es ist schon, hat etwas mit Blut zu tun. Ich schwör's dir, wäre sie in unserer Generation aufgewachsen, sie wäre safe auch einfach Influencer. Sie hat auch es gleich gemacht wie ich Influencer, wahrscheinlich. Ja, Der Papi zwar wahrscheinlich auch. Ich glaube, es ist Der schon so ein Dani. bisschen... Ja, safe, ja. Er hat ja seine... Beim Dani ist das Coole, er hat irgendwie so 5000 verschiedene Sachen schon gemacht. Was nachher eigentlich auch in unser Thema reinspringt, so im Sinne von Lehren und so. Aha, so... Er hat ja ja. Mauern gemacht, er hat Hochbauzeichner gemacht, Ja. er war mal Barkeeper gewesen. Ja, stimmt. Und die, die Koch. kennengelernt, Koch und Tänzer. Ja. Er hat ja einmal hat er einen Job gehabt, er musste, sein Ziel war so, die Leute animieren zum Tanzen und er hat so Frauen zum Tanzen Ja, eingeladen in ja. der Disco und so. Sie hat das Mama kennengelernt, aber die Story hat es beim ersten Mal... Ja, das hat Mami Erzählt. schon erzählt, okay. Ja. Wir sind ja alle aktuell. Ich weiß aber gar nicht, ich kann mir voll nicht... Es gibt safe die Leute, die so jede Podcast-Folge hören und es gibt die immer mal wieder so... Ja, das- ich glaube, es keine Ahnung. schadet nicht, so ein paar Sachen so zweimal zu Ja, sagen. Die ja. Leute, das finden die Leute cool. Und wenn Dann man es wissen sie, zweimal das gehört stimmt. hat, dann bleibt es so im Gedächtnis bis, keine Ahnung... Alle wissen jetzt, dass der Dani, was er nein, ich gemacht habe hat. gerade letzte gehört, wenn du etwas einmal so sagst, dann bleibt dir das 50 Tage lang im Gedächtnis. Mir ist vielleicht so 2 oder so. Ja, es kommt darauf an, was. Aber, nein, wenn es 10 Sekunden lang, wenn du 10 Sekunden lang etwas erzählst, dann ist es 50 Sekunden im Gedächtnis. Also zum Beispiel, wenn du das TikTok schaust und 10 Sekunden ist die Information, dann ist das nach 50 Tagen lang etwa im Gedächtnis. Also nach etwa 50 Tagen magst du dich nicht mehr erinnern an das TikTok, aber so. Das habe ich noch spannend gefunden. Ob es stimmt, weiß ich nicht, aber das ist so in einer Statistik. Ich glaube, es ist nur darauf, ob es sich interessiert und so etwas Spannendes ist. Ja, ja, Gibt so safe, Sachen, wo du safe. das Ja, ist ja. automatisch rein raus. Ja, jetzt bei einer Prüfung in der Schule, dann habe ich es am nächsten Tag schon wieder vergessen. So. Aber Yes. das war so spannend gewesen. Aber ja, wir haben immer noch nicht über unser Ich kann es Thema sonst geredet. einleiten. Also Ja. eigentlich die Idee war ursprünglich, dass wir zuerst ein bisschen diskutieren, wie wir als Geschwister so ein bisschen, unsere Beziehung so ein bisschen zustande gekommen ist, wie es früher war und wie es jetzt ist. Und nachher leiten wir so ein bisschen in das rein, wie lebt es sich als 22-jährige Frau oder 21-jähriger Mann. Target Audience ist so ein bisschen entweder Jüngere, die so ein bisschen nach einem, wie sagen wir, so Guidance Ja. suchen oder die so ein bisschen vielleicht Tipps und Tricks brauchen. Oder natürlich einfach auch Gleichaltrige, wo man vielleicht Erfahrungen teilen und so shit. Ja, voll. Genau. Das ist noch geil. Gut. Yeah, die Title Sequence. Nein, ich wollte eigentlich darum am Anfang sagen, dass wir eigentlich voll die gute Einleitung hatten, weil ich so gesagt habe, so, wir sind gleich aufgewachsen und jetzt machen wir es Yes, ähnlich. voll. Keine Ahnung. Voll. Aber ja, Let's go. erzähl mal. Ja, Wie findest du so... Ja, kann ich also das Erste, was mir einfällt, ist sicher so das, und das ist so ein bisschen der 0815-Tag, alle Geschwister, die hassen sich so wie die Pest eigentlich, so bis Ja. 8 nicht, mindestens. So, ich glaube, bei uns ist Glück, oder ich finde es sehr cool, dass wir jetzt ein verschiedenes Geschlecht sind, weil Ja. oftmals habe ich das Gefühl, dass gleichgeschlechtliche Geschwister, die gehen oftmals eine Konkurrenz. Ja. Bei uns ist es mega gut aufgeteilt, dass wir Mädchen, Bub, Mädchen haben. Mhm. Weil eben Mädchen, die nebeneinander sind, Buben, die nebeneinander sind, eben das ist immer so ein bisschen Ellbögeln, habe ich das Gefühl. Vielleicht auch nicht. Schreiben Sie Kommentare, was eure Allgemein, Erfahrungen schreibt es sind. in die Kommentare. Bei uns ist das eben nicht so gewesen, es war nie wirklich Konkurrenz gewesen, obwohl ich das Gefühl habe, dass ich schon viel inspiriert worden bin von dir und kommandiert worden bin von dir. So im Sinne von, du hast immer ein Projekt gehabt Ja. und mich so ein bisschen mitgezogen, aber es ist nicht so ein... Ich habe das Gefühl, wir haben uns selten verglichen. Ich Ja. habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, wir haben so... Weil ich habe, okay, safe, ich habe früher als ganz, wo wir Primarschule habe ich schon eher bessere Noten gehabt, aber ich glaube, das hat dich jetzt nicht so fest belastet, nicht? Nein, ich glaube nicht. Also ich sehe es eher bei der Joel, dass zum Beispiel, wenn wir beide ins Ja. Gimmi gegangen sind, dass sie dann mega den Druck verspürt hat, dass sie jetzt auch irgendwie muss ins Gimmi oder dass sie das Gefühl hat, sie ist etwas schlechter oder Ja. dümmer oder weiss ich auch nicht, dass ich das Gefühl, sie hat da vielleicht eher noch so ein bisschen die Struggles. Und eben auch, halt, auch weil wir beide so ein bisschen ähnlichen Weg gegangen sind, hat sie dann wie das Gefühl, entweder sie muss jetzt auch oder sie, vielleicht auch im Gegenteil, sie will vielleicht eher komplett etwas anderes machen. So ein bisschen, ja. Ja. Voll. Aber eben, ich habe es bei dir jetzt auch nicht wirklich... Eben das eine ist vielleicht eben, du hast recht immer gute Noten gemacht und Joel und ich, wir sind so eben so ein bisschen Durchschnitt gewesen. Und ja... Ich glaube, wir haben schon ein anderes Leben gehabt, aussen vom Haus, vor allem, würde ich sagen, weil wir sind logischerweise gleich oder plus minus gleich aufgewachsen im Haus, Ja. mit der gleichen Erziehung, aber jetzt gerade so im Thema Schule, im Thema Umfeld haben wir ein extremes
anderes Leben gehabt, habe ich das Gefühl. Ja. Gerade so jetzt mit so gewissen Mobbing-Geschichten oder mit anderen Sachen ausprobieren und so Scheiß. Einfach sonst auch. Ja, eben, das war alles so ein bisschen verschieden gewesen. Und nachher so der nächste Punkt eigentlich, wo wir langsam, jetzt wieder zurückkommen zum Thema, so wir haben eigentlich oft beeft, wegen relativ unnötigen Gründen. Echt? Ich habe das Gefühl, Also, wir haben gar nicht so mega... Also ich bin nie an dem Punkt gewesen, wo ich euch irgendwie so mega gehasst habe. Ich habe immer so von anderen gehört, so, dass die mega oft Beef haben. Und wir haben wenn dann so gestritten, so, weißt du, so ab Kleinigkeiten, wenn du jetzt irgendwie so im Auto hinhockst und dann hat die Mami nur einen Riegel und dann ist so... ja, so Shit meine ich also. So, eben so Okay. unnötiges Zeug, so dummes Zeug. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass wir als Kind schon eher... Und ich habe nicht einen direkten Vergleich, logischerweise, weil ich nur ein Leben gelebt habe bis jetzt. Dass wir schon eher distanziert waren, gerade so emotional und so ein bisschen... so generell, was man über die andere Person überhaupt weiß. Und es hat der Loki auch nicht so gejuckt, so nicht böse gemeint. Aber weißt du, du bist so ein bisschen im Film... Das Nati und Joel sind so ein bisschen Side-Characters, ab und zu gesehen im Zimmer. Ja, das macht halt auch einfach keinen Sinn, dass ihr so eure eigenen Main Ja, eben, seid. ja, Das sind einfach voll, meine Geschwister. voll. Ihr habt kein eigenes Leben eigentlich. Ja. Und ihr existiert auch nicht, wenn ich nicht daheim bin. Das macht gar keinen Sinn. Ich schwöre, ja. Ja. Und nachher so der Turning Point ist eigentlich fast so ein bisschen eigentlich nach der Pubertät gewesen. Oder während eher Ende, wo wir angefangen haben zusammen reden, so dumm das tönt, oder so ein bisschen auch connecten. Ja. Und ich habe das Gefühl, das ist auch ein Ding vom Alter. Ich glaube, das ist fast nie eine Charaktersache. So. Zwar ich finde bei dir, du hast einen mega krassen Turn gemacht. Safe. Also ich habe das Gefühl, ich bin immer so ein bisschen gleich geblieben. Klar, ich bin erwachsen irgendwie auch geworden und habe auch gelernt, ein bisschen mehr zu kommunizieren und so. Aber ich habe das Gefühl, du hast so komplett den Turnpoint gehabt, dass du vorher so der nervige Brüder gsi bist, wo nur am Gamen war. Nein, das war schon gewesen. Das ist ein Insider von der Family, weil alle immer gesagt haben, wenn ich mal Weihnachten, sorry, das muss ich schon sagen, wenn ich mal Weihnachten, haben wir so ein bisschen Feedback gegeben, weißt du, so, was ist gut gewesen, was nicht. Und jedes Jahr alle haben dem Sedi gesagt, er tut zu viel Game. Und mich hat so angeschissen, ich habe einfach gerne gegamed und alle sind so rumficken. Ja, man hat sonst auch nichts gehabt, was willst du gegen dich sagen? Also, Ja, fair. Alle haben irgendetwas müssen sagen. nein, auf jeden Fall. Der Das so voll von der annoying Gamer-Brüder gewesen. Ja, und einfach jemand, du hast zum Beispiel, gerade wenn man dich umarmt hat, Ja, du bist so, voll. geh weg, oder keine Ahnung, du bist so mega der gewesen, so, du hast gar nicht wollen, so wirklich mit uns, du bist so, wie irgendwie emotionalen Abstand gehabt, Ich habe du gerade hast mich genervt. Ich habe eine Anekdote dazu sogar. Und zwar bist du einmal ins Skilager und nachher sind wir dich abholen und du hast mir mal erzählt, dass ich dich dann umarmt habe und du hast erzählt, dass das mega viel bedeutet hat. Und das ist verdammt herzig. Ja, weil, das weiß ich gar nicht. ja, dann bist du vom Skilager her oder bist du in der Sek gewesen. Und dann habe ich dich dort umarmt und du bist dort nachher verdammt happy gewesen. Das ist auch verdammt herzig. Ja. Ja, das ist so ein bisschen, aber dort merkst du ein bisschen, eben, ich bin so sehr körperlich distanziert gewesen. Ich würde sagen, ich bin heute relativ touchy, also relativ, weißt du, so. Ja, mega. Kann Du körperlich kommst so schnell Liebe über zu zeigen. einem und tust mal umarmen oder auch wenn man dir Hoi sagt, Ja. dann tust du einem nicht einfach so hacken, sondern du schon Ja. recht umarmen so. Aber ich finde es auch sehr, und weißt, das musst du logischerweise nicht erzwingen, aber ich finde es eine coole Entwicklung, wenn man das so ein bisschen kann lernen kann, so seine Familie oder sein Umfeld auch körperlich so Liebe zeigen, so einfach umarmen und so Shit, weil safe, es gibt gewisse Leute, die fühlen es gar nicht, die müssen dann nicht, weißt, irgendwie High Pressure nachher umarmen, aber Ja. es ist am Anfang ein bisschen Überwindung, auch bei uns so, Ja. es kommt auch mit der Zeit irgendwie, dass so einander, Ja, voll. ja, so Shit. Nein, mir ist nur gerade vorhin in den Sinn gekommen, eben gerade bezüglich, wir haben ja mit dir eine Podcast-Folge gemacht, wegen, weil du im künstlichen Koma warst und so. Und dort war auch das erste Mal, wo ich blöd gesagt dich einfach anlangen und umarmen. Ja. Und dich hat es halt nicht gejuckt, weil du nicht da warst. So Ja. mega blöd gesagt. Und ich habe das auch mega genossen, einfach mal bei dir so anlehnen Ja. und irgendwie so... Einfach so... Die einzigen Ausnahmen Liebe. sind zwar immer gewesen, so im Auto. Im Auto hat es mir nicht gejuckt. Im Auto hat es oft gegeben, dass nachher Joel, du bist ja in der Mitte gesessen, Joel ist an dich gelehnt und du bist an mich gelehnt. Und wir sind so passed out Nein, gewesen. du hast für einfach auf meinen Arsch 5 übergeschlagen. Stunden. Nein, amigs ist es auch umgekehrt gewesen. Meistens ist es immer so... sorry, meistens ist es... Ja. Ist es nicht so gewesen, dass ich auf der Schule gelegen bin und du bist so auf Nein, meiner ich Hüfte habe gelegen? gemeint so. Also ich habe jetzt ein Ich Bild habe im doch nicht Kopf. bei dir angelegt. Doch, Safe 100 Pro, nicht, 100 safe Pro. nicht. Ich wir habe haben ja mehrere das Bild Bilder. nachgestellt.
Wir haben das Bild nachgestellt. Ja, der hätte ja, den mal doch, nicht. doch, safe, Den du mal weißt, wie viel- einblenden. Blendet es ein. Ich kann Ist mir das scheißegal, ob es ein Podcast ist. Wir schauen nachher nach. Ich hätte gemeint, es ist, aber egal. Ja, es ist eigentlich gar nicht. Vielleicht beides. Ich glaube, beides ist immer ein bisschen. Aber Ja. dort habe ich es immer easy gefunden, wenn ich jemanden anlehnt. Ja. Sogar zu der Amerika-Reise Ja. habe ich das Gefühl gehabt, oftmals. Stimmt so nicht einmal, da bin ich hingelegen am Mix. Wir haben jetzt 3 Reihen gehabt. Ich habe ein Auto gemietet, wo es 7 Plätze ist und du bist schon mal hinten. Ja, das ist High Class gewesen. Ich habe meinen Space gehabt. Sind wir ausgegrabt worden in Las Vegas. Ja, das ist nochmal eine andere Story. Jetzt sind alle Köpfe geklaut worden, holy shit. Kennen Sie die Story? Ich glaube schon, ja. Die Viewers kennen Ja, die die haben Story. schon 1000-mal irgendwo Shit. erzählt. Ja, Ja, das doch. ist die Go-To Fun Fact Story. Oh mein Gott, nein. Gehen nicht ins Bellagio. Ja, wirklich. Ja. Eben im Vergleich zu dir, also habe ich mit der Schule habe ich immer eigentlich Ja. umarmt und so. Aber das ist auch so ein bisschen das Teenage-Boy-Ding, ne? So, Teenage-Boys sind Ja, so ja, langsam, Darum, ich finde, bei dir ist Abstand, halt niemand mich. ja, der Twist ist bei dir halt mega crazy gewesen, so. Mhm. Und dann kommen wir eigentlich zu heute. Oder so ein bisschen zu, wie unsere Beziehung jetzt ist. Und zwar muss ich sagen, dass es ist schon einmal etwas anderes, wenn die Schwester auszieht, weil du schätzt, es ist logischerweise dann jetzt dumm, aber ein bisschen weniger wert, sage ich mal, wenn du dich im gleichen Haus wohnst und du siehst dich, dann ist es so ein bisschen, safe. Ah ja. So, es ist ja nicht so etwas Außergewöhnliches. Und was, so du kennst sicher das Dad so, weißt du, die Linie so dein Leben lang, wie oft siehst du deine Familie und nachher geht es dich so ab, so nach was, 22 oder so. Und viele finden das so ein bisschen schade. Oder denkt sich, weißt du, nach 20 verbringst du viel mehr Zeit mit Friends und nicht mehr mit der Familie. Und ich finde, irgendwo hat es eigentlich etwas mega Schönes. Im Sinne von, du schätzt das ja gerade nochmal doppelt so viel wert, wenn du nachher eine Person siehst von der Familie, wo du sonst nicht so viel siehst. Und Ja. es ist ja viel cooler, so ganz viel Shit können erzählen und so, ich habe das gemacht und sie hat das gemacht und so. Und wenn du die ganze Zeit daheim wohnst, kommst du das ja logisch so ein bisschen passiv mit über. Und es ist ja viel schöner, wenn du das so direkt erzählt bekommst. Irgendwie so, ich weiß nicht. So das Live, ich liebe so das Live-Update-Zeug. Ich Ja. finde das etwas mega Cooles. Wir sind jetzt auch letztens gerade so mega spontan das dritte mit unserer Schwester so in einen Kaffee gekocht, haben einfach getagt und so. Und es ist halt mehr so wirklich ein Abmachen gewesen, in dem Sinn, weißt, es ist halt etwas anderes, wenn du eben daheim bist. Wie du gesagt hast, du siehst dich, weißt du, mal in der Küche oder beim Essen oder irgendwie so, aber du gehst ja nicht irgendwie mega das Zweite weg dann, oder wir zumindest nicht mega, oder vorher nicht. Mhm. Und dann redest du mal über dein Leben und deine Gefühle und so. Und ich habe das Gefühl, das machen wir halt seit ein paar Monaten, Jahren jetzt schon. Und das finde ich schon mega geil. Dass wir wie alle mittlerweile so erwachsen sind, wo wir Lust haben, zum auch mal reden und mal über Gefühle reden und Update und keine Ahnung, ich habe es auch mega herzig gefunden, wo du so okay, das ist jetzt mega, also wo du so deinen ersten Heartbreak gehabt hast und dann zu mir gekommen bist, mit mir hast wollen reden. Ja, safe. So, weil vorher eben ist das ja nicht gewesen. Das habe ich schon mega herzig gefunden irgendwie. Ja, und es ist ja cool. Ich weiss, ich kenne Leute, die haben keine Geschwister und es ist so ein bisschen... Es ist mega cool, mit Friends darüber zu reden, aber irgendwie mit Geschwistern darüber reden, hat gar nicht mal so ein extra... Ich weiss nicht, so die Geschwister, die kennen dich halt so auf einem Grundlevel irgendwie. Es ist ein bisschen etwas... Und logisch kann jetzt zum Beispiel meine Friends kennen vielleicht mehr über mein Sexualleben oder so ein Shit. Aber so vom... Ich weiss nicht, so, ich sage jetzt mal, seelisch gesehen kennt eigentlich mich ja niemand besser als du und Joel, so ein bisschen nicht. Ja, wir kennen dich ja So. am längsten so. Ja, und wir haben so viel, wahrscheinlich am meisten Zeit miteinander verbracht von fast allen Leuten, weißt du, so. Und das macht auch etwas aus, jetzt nicht nur, weißt du, so, einfach gefühlsmäßig, ne? Ja. So jemandem, es ist ja so wie ein volles Vertrauen. Obwohl, das kannst du mit Friends auch haben, weißt du, aber... Ja, ja, weiss nicht, safe. so Aber ich glaube, es ist, also wie, ich kann jetzt nicht für alle reden, aber ich habe das Gefühl, Familie ist wie, der weisst, die ist irgendwie immer da. Ja. So, die wird, also wir werden uns, ich sag mal zu 100% ja auch noch kennen, wenn wir mega alt sind. Ja. Und klar gibt es vielleicht auch gewisse Friends, wo das so ist, aber bei der Family ist das wie noch so ein bisschen mehr irgendwie safe. Aber ich finde es im Fall schon krass. Also, es gibt schon auch im Fall viele Geschwister, die also ich habe jetzt gerade letztens mit einer Kollegin geredet und die hat mir einfach so erzählt, dass sie mit einer Schwester einfach gar keinen Kontakt hat. Also, die ist ausgezogen und wenn sie einmal heimkommt, dann redet sie nicht mit, also dann redet sie nicht mit der Schwester. Die sagen sich nicht mal, heute ignoriert sich und gehen sich aus dem Weg. Und das finde ich so heftig, ich finde das so unvorstellbar. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wir
man könnte jetzt so ein Beef haben, dass wir uns wie nicht mehr anschauen. Ich habe das Gefühl, wenn es etwas gibt, das einem verletzt oder so, dann würde man das irgendwie ansprechen oder so. Oder wie, ich weiß nicht, ich kann mir wie nicht vorstellen, bei Freunden kann ich mir das eher noch vorstellen, aber so bei Geschwistern, das bin ich so, Es ist aber auch, ich finde, man darf es nicht so fest verurteilen. Meistens kennst du die Situation nicht so extra. Es ist so meistens... Ich finde es mega, ich würde jeden da außen encouragen, egal was sie für Beziehungen in der Familie haben, so das probieren ein bisschen zu fördern und auch wenn der Move... So, ich finde gerade so zum Beispiel bei Beziehungen von Eltern, finde ich fast ein bisschen, dass die Eltern in der Verantwortung sind, auch so den ersten Schritt machen und ein bisschen aus der Comfortzone zu probieren mit dem Kind oder mit dem Kind so ein bisschen auch eine Connection können aufbauen. Aber oftmals gibt es halt Eltern, die das nicht von sich aus machen. Und ich würde Leute encouragen, dass sie so die Überwindung probieren und auch probieren mit den Eltern zu connecten. Weil schlussendlich safe, vielleicht schuldet sie dir das, aber schlussendlich bringt es nicht. Irgendwann bist du auch 80 auf dem Sterbebett und dann ist dein Stolz dir so ein bisschen wie egal. Ich habe das Gefühl, viele Beziehungen gehen verloren, weil sie nie wirklich angefangen werden. So dumm das klingt. Ja, das finde ich auch noch spannend, wenn du jetzt so, also würdest du in dem Fall sagen, jetzt zum Beispiel gerade in einer Beziehung zwischen Eltern und Kind, wo so komplett gar nichts miteinander zu tun haben, also wie im Sinne von die Kinder müssen alles verheimlichen vor den Eltern und so. Würdest du sagen, es ist eher ein Schritt von den Eltern, dass da sich etwas entwickelt? Es ist wie schwierig zu sagen, weil es gibt Situationen, wo es fast unmöglich ist. So, Eltern ziehen auch Scheiß ab mit ihren Kindern und dann checke ich auch, wenn das Kind das gar nicht will. Also das ist ja etwas anderes. Aber ich habe das Gefühl, viele Leute sind in dieser Situation, wo du die Eltern eigentlich... Du hast es gut mit den Eltern, aber du weißt so nichts eigentlich. Ja. Und man darf irgendwie nie vergessen, dass so die Eltern auch einfach ein erwachsener kleiner Bub und ein erwachsenes kleines Mädchen ist. So, die haben auch ihr Leben gehabt und ich finde es mega cool, auch Erfahrungen von seinen Eltern zu hören. Und so, ich weiß nicht, so diese Beziehung aufzubauen hat mega viel Wert und ich glaube, die Leute unterschätzen das. Und ich finde es okay, wenn es ein bisschen Zeit braucht. So, ihr müsst nicht mit 18 Best Friends sein mit eurer Mom. Aber so weißt du, wenn du so mit 30 so ein bisschen kannst so erfahren, was deine Eltern erlebt haben und sie haben fix auch Shit durchgezogen, weißt du? Ja. Sie haben fix auch Shit erlebt. Ich weiss nicht, für mich ist das etwas mega wichtig, so. Das zu hören von so einer näheren Person. Finde ich mega spannend. Ja, ich finde es halt mega schwierig, weil eigentlich ist es ist sowieso mega schön, wenn du zu deinen Eltern eine Beziehung hast, wo du kannst offen reden und so. Aber ich habe das Gefühl, es ist wie auch für Eltern so mega schwierig zum Einschätzen, weißt du, so, dass man nicht will, sich zu fest ins Kind sein Leben so einmischen und dann so anfangen, weißt du, so, weil es halt immer eine Mutter-Tochter-Beziehung oder Bruder-Sohn, Vater-Bla-Beziehung ist. So. Aber gleich, ich habe das Gefühl, es ist eigentlich in dem Sinne ja von Vorteil, weil, also ich verstehe ja schon ältere Sicht, du willst, also gerade so gewisse Verbotssachen und so, ist ja im Sinn eigentlich, jetzt, ich sag mal im gesunden Rahmen, vom Kind, im Sinne von, hey, trinke Alkohol, du nicht rauchen. Und wenn du ja in einem guten Verhältnis bist, dann kannst du ja das voll offen kommunizieren. Also ich weiss jetzt nicht, wie fest ich da jetzt das Beispiel von unseren Eltern so, aber zum Beispiel bei unseren Eltern war es ja mega das Ding von, sie waren logischerweise gegen Rauchen zum Beispiel, aber ich hatte jetzt nie Angst gehabt, ihnen zu sagen, dass ich mal geraucht habe. So, ich glaube, es wäre wie, ja, wenn du ein enges Verhältnis zu den Eltern hast und auch offen kannst kommunizieren, dann können auch die Eltern mehr Verständnis gegenüber dir zeigen. Safe, aber es ist ja, man darf nicht vergessen, also es gibt halt einfach kein Rezeptbuch, so wie man Eltern ist. So, ich liebe es, dass unsere Eltern so uns die Freiheit gegeben haben. Und weißt, ich will nicht mehr auf die Schulter klopfen, aber es gibt dann auch Kinder, die das hätten können ausnutzen und so nachher komplett abgestützt werden oder so. Also es ist wie, würde ich ein Vater sein, würde ich es glaube so machen, dass ich probiere, meinem Kind möglichst so ein bisschen Schienen zur Verfügung zu geben oder so ein bisschen Halterung. Im Sinne von Empfehlungen, im Sinne von, ja, pass auf. Aber wenn ein Kind will das und das machen und die Eltern verbieten es, Neugier wird es meistens. Ja. So, du wirst nachher einfach schlussendlich nicht erzählen und das bricht einfach so ein bisschen Bock aufeinander. Also es bringt's, in vielen Fällen bringt es gar nicht etwas so Punkt aus Ende verbieten. Ja, so unsere Eltern haben das, finde ich, mega gut gemacht, so mit dem ganzen «Yo, pass auf mit dem Shit». Weißt du, auch aufklären.
aufklären. Hey, rauchen, passiert das und es gibt dir auch, es teacht dir auch so den ganzen selbstverantwortlichen Aspekt dahinter. So, wenn du das Regelbuch hast, dann bist du so ein bisschen, also weißt, dann weißt du ja, kannst nie so aktiv für dich Entscheidungen treffen. Und ich glaube, das ist etwas mega Gesundes für gerade so junge Erwachsene. In vielen Fällen, logischerweise nicht in allen Fällen, aber ist das etwas mega Gesundes, so aktiv die Entscheidungen treffen und können schauen, was ist gut für mich, was brauche ich, was stimmt für mich. Weißt du, amigs haben auch Eltern andere Sachen, wo, wenn zum Beispiel Eltern mega scheiß Erfahrungen hatten, mit Alkohol heisst es vielleicht mit dem Kind, heisst es nicht unbedingt, dass das Kind genauso ist, dass vielleicht das Kind ein gesundes Verhältnis kann haben mit Partien, mit Alkohol, mit diesem und jenes und vielleicht auch anderes Zeug. Weißt du, es muss nicht nur Alkohol sein. Ich glaube, das grosse Problem ist vor allem ja auch so wie Kommunikation. Wenn du einem Kind einfach etwas verbietest und das Kind, das hat ja nicht das Wissen von diesen Eltern, zum verstehen, warum das jetzt nicht schlau ist. Und darum finde ich wie wichtig, am Kind das zu erklären, warum man diese Sicht hat, warum es, blöd gesagt, also jetzt verbieten ist jetzt sowieso das Ding, aber warum jetzt zum Beispiel Rauchen nicht gut ist, dass man das erklärt, sodass das Kind das auch kann nachvollziehen kann. Und klar ist das Kind nicht imstande, um vielleicht so jetzt mega checken, okay, also weißt du, wie schlimm etwas wirklich ist oder was es wirklich für Konsequenzen hat und so. Aber ich habe das Gefühl, solange du dem Kind Verständnis zeigst, also weißt du, so erklärst halt, dann macht es für das Kind vielleicht auch mehr Sinn als einfach Nein und Punkt. So, nein, du darfst jetzt einfach nicht an die Party, du musst jetzt daheim bleiben. Dann ist das einfach für das Kind nicht verständlich. Voll, weil du hast es ja nicht durchlebt. So. Es ist nicht... Und es ist ja genauso vom Kind seiner Seite eigentlich wichtig, um den Standpunkt zu erklären, hey, warum ist mir das wichtig, warum möchte ich dorthin? Jetzt, also, ja, ich mache zum Beispiel Party so. Einfach wieder, dass man einfach das Kommunizieren ist eigentlich so das grosse Ding, habe ich das Gefühl. Und dann enden wir wieder jetzt bei der Beziehung eigentlich zu den Eltern. Mhm. Ja. Ja, eben. Also, wenn wir jetzt wieder zurückkommen zu der Beziehung mit den Eltern, probiert den Schritt aufbauen. Probiert so ein bisschen den Schritt machen, ja. Probiert nicht, gut, Netz ist eben nicht... Ja, ich finde das halt so schwierig zu sagen, weil in dem Sinne haben wir ja mega Glück gehabt mit uns. Eben, es ist logischerweise ultra naiv auch so drüber zu reden, so, macht das einfach, so, es ist easy. Es gibt auch Eltern, die das gar nicht wahrscheinlich wieder fühlen, so. Ja. Aber vergesst nicht, dass eure Eltern bunch of Babys sind, die einfach ein bisschen mehr Jahre gelebt haben, so in dem Sinn. Und auch irgendwo beeinflusst worden sind von ihren Eltern und dem Umfeld und eben vielleicht gewisse, keine Ahnung, Traumas haben, whatever, so einfach beeinflusst worden sind. Das finde ich eben schon ein crazy Gedanke, dass, weil wenn du aufwachst, dann sind die Eltern immer deine Vorbilder. Die sind die Welt gecheckt haben und von denen du eigentlich alles lernst. Und irgendwann wirst du so erwachsen und kommst an den Punkt und merkst, hey, die sind eigentlich selber, wissen vielleicht nicht alles und selber sind es bei gewissen Sachen, aber dann wirst du eben erwachsen und fängst so Psychologie auch so ein bisschen an zu checken und dann siehst du vielleicht mal bei den Eltern, oh mein Gott, da sind sie irgendwie noch mega Kind. Also jetzt und ich finde es mega spannend, wie man so sieht, so wie die Eltern von ihren Eltern kommen, so wie du Verhaltensmuster so siehst, weil sie die Tochter oder der Sohn sind von diesen beiden. Weißt du, so alles, man sieht irgendwie so von all die Schienen, die so gemacht worden sind. So, man sieht mega, dass Mami so Tochter ist von unseren Großeltern, weißt du, so all die verschiedenen Sachen, wie das so zusammenkommt. Ja, das ist schon mega spannend. Aber nochmal zum Zurückkommen, wo wir etwas am Anfang gesagt haben, so dass was unsere Eltern auch mega gut gemacht haben, ist eben die Freiheit. Und das hat uns Kind auch erlaubt, dass wir uns mega in andere Richtungen entwickeln. Wir beide sind nicht das ideales Beispiel, weil wir sind jetzt rein vom beruflichen Weg her wahrscheinlich relativ ähnlich, aber jetzt vom Charakter her auch mega verschieden. Ja, schon. Also so die bei so strengen Eltern merkst du dann meistens, dass so Kinder fast ein bisschen Copy-Paste werden, habe ich das Gefühl. Ja. So, weil es halt so ein bisschen den vorgegebenen Weg haben. Und ich sage nicht, dass wenn du strenge Eltern hast, bist du 1:1 das Geschwister, aber es erlaubt nicht so die natürliche Entwicklung, habe ich das Gefühl. Und die hat ja auch easy viel Potenzial verloren, nicht? So, wenn du jetzt dein Kind mega so drängst, gerade so in die Berufsrichtungen drängst. So, unser Großvater ist ja fast dazu gezwungen worden, Physik zu studieren. Wer weiß, hätte er die Freiheit gehabt, so etwas anderes machen. Ja. Was er dann gemacht hat, weißt du? Ja, also voll. Es ist... Falls irgendwelche Eltern uns zulassen, wir sind am Tipps geben für so ältere Leute. So 20-jährige Tipps, peace out. Wir sind Experts, vertraut uns. Ich glaube, wenn du jetzt eine erwachsene Person bist, dann kannst du dich einfach nur angegriffen fühlen, wenn wir jetzt sagen, etwas gegen so...
Ja, schau, weißt du, aber ich bin mir sicher, es gibt auch erwachsene Personen, die das vielleicht so noch nicht so richtig begriffen haben, habe ich das Gefühl, so wie... Ja. Oder es ist ja nur eine Meinung, logischerweise. Es Ja, gibt ja. Leute, die haben die Meinung, du musst deine Kinder so voll... Ja, wir haben ja das Leben auch nicht durchgespielt. Wir haben es überhaupt nicht Wir sind auch noch durchgespielt. 20-Jährige. Und wir sind auch die Kinder von unseren Eltern. Also Ja, weißt, ja, auch bei uns wir hat es sind einen auch Grund, warum wir so Ja, die Meinung teilen und so. ja voll. Ja. Aber das finde ich schon spannend. Mich nimmt es dann vor allem Wunder, wie unsere Kinder, falls wir Kinder haben, rauskommen und was für Erziehungsunterschied wir werden haben. Oh ja, stimmt. Gut, es kommt dann auch auf die Partner und so drauf an. 100%, hat ja, auch auf noch jeden Einfluss. Fall. Aber Aber ich würde sagen, man wird trotzdem sehen, dass so ein bisschen... Ich habe das Gefühl, man wird trotzdem so ein bisschen Sulzer Erziehung sehen, im Sinne von, man sieht schon... Also weißt du, Ja. es werden jetzt nicht so verschieden aufwachsen, habe ich das Gefühl. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass wir so die ultra krass strengen Eltern werden und wir werden jetzt zum Beispiel nicht mega verbieten und so. Sondern ich habe das Gefühl, wir sind auch mehr auf dem Kommunikationsweg dann, Mhm. wo wir so mit den Kindern und so reden. Ja. So. Es ist eben auch spannend, weil es gibt viele so Kinder von Eltern, die komplett das andere machen. Halt, wenn du scheiß Eltern hast, willst du logischerweise das Gegenteil werden, so ein bisschen. Ja. Also das gibt es auch. Oder, also eben, ich finde es jetzt auch mega spannend, weil jetzt kommen wir langsam so ins Alter, eben, wo wir so anfangen, unsere Erziehung und so wie analysieren Ja, und dann auch selber hinterfragen Meinungen teilweise. bilden über Sachen, hey, das würde ich auch machen so, das würde ich vielleicht anders machen. Mhm. Und das ist schon spannend. So, dass man mal, eben das ist, glaube ich, so für mich so der Main-Punkt so, in unserem Alter, dass wir so rausgekommen sind aus dem Ding, wo du nicht einfach überall die Meinung von deinen Eltern übernimmst und das, wie du aufgewachsen bist, ist das einzige Richtige, sondern dass wir so mittlerweile so an dem Punkt sind, wo man einfach so, Ja, man fängt auch an zu denken, nicht? ja, aber Kannst du man einfach kommt so denken, out wenn of man- the box irgendwie. Ja. Das finde ich schon spannend, irgendwie, weil so, kann ich mit 16 habe ich so das Gefühl gehabt, boah, ich bin schon erwachsen und ich habe da meine Meinung. Ja. Und dann, als ich den Can kennengelernt habe, hat es auch oft Beef gegeben, weil er ist schon out of the box gewesen und hat schon so gewisse Meinungen gehabt und ich habe dann auch voll die Meinung von meinen Eltern übernommen. Das ist schon teilweise, keine Ahnung, so, ja. Ja, und irgendwo durch auch, who knows, wie es in ein paar Jahren aussieht. So, es ist jetzt auch ein bisschen einfach für uns zu sagen, so, wir werden so und so machen, Ja, wenn ja. wir dann Kind haben. Aber jo, in 10 Jahren ist das wahrscheinlich komplett anders, weißt du? Also es ist Ja. auch... Eben, wenn Eltern uns zuschauen, lachen sie uns wahrscheinlich aus, so, die wissen noch nichts, die Ja, haben geil, die haben den wirklich. Shit noch nicht erlebt. Und es ist schwierig, ein Kind zu erziehen, weißt du? Das ist überhaupt Ja. nicht... Das ist Das verdammt stelle ich mir schwierig. ich finde das eigentlich mega heftig, weil, also wenn du das so ja siehst, wie viel so in den ersten paar Jahren von einem Kind, das könnte eben sich Traumas entwickeln oder einfach so sonst das ganze Leben, die ganze Persönlichkeit, Angst und alles entwickelt sich ja vor allem dort. Und irgendwie, das macht mir so mega Angst, weil du bist ja als Eltern hast du dann einen mega krass grossen Einfluss. Ja, du fuckst so auf die einmal Zeit. ab und dann hat das Kind irgendwie Ja. random, ja. Ja, und das finde ich so heftig, weil es macht mir irgendwie schon ein bisschen Angst. So. Ja. Weil du bist ja auch dann das erste Mal älter und das ist nicht etwas, was du einfach mega kannst lernen, das machst du einfach so Learning by Doing. Mhm. Und dass dann nicht alles richtig kannst machen, ist ja logisch. Ja, vor allem kindspezifisch. So. Ja. Jedes Kind ist anders und nachher kannst du nicht Ja. immer das Gleiche machen. Du brauchst immer ein anderes Oh Gott. Rezeptbuch. Ja. Mach dann ein Update. Tune in so was. 10 Jahre. 15 Jahre. Gibt es eine Reaktion plus, auf die minus. Podcast-Folge, Alter? Das wäre witzig. Gibt's Das dann echt Nati-Style noch? Ja, Vielleicht weiss bist du nicht. bis dann irgendwie so... Ich mache es Moderatorin seit oder 6 so. Jahren. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so lange durchziehe. Ja, fair, 6 Jahre ist jetzt schon. Also seitdem mache ich Social Media, nicht den Podcast. Aber Ja. ja, wäre eigentlich schon lustig. Ja, es ist echt wäre noch witzig gesehen, so wie lange, weil es gibt ja viele YouTuber und ich das jetzt nicht assume, aber es gibt viele YouTuber, die nachher so ein bisschen retired und noch irgendetwas anderes machen. Ja, safe. Vielleicht wird es irgendwann verleiden. Also jetzt, schaut noch das Zeug durch. Ich würde Nazis da abonnieren, solange es noch Content gibt. Ich schwöre, ich komme alle am Flohmarkt, solange wir ihn persönlich Ja, sehen. schön. Nein, aber also man sagt ja, man tut sich doch alle 7 Jahre verändern. Also dann verändert man sich so ein bisschen. Oh, dann wäre es bei mir jetzt echt Zeit. Ja, eben Das bei mir ist 21. nächstes Jahr, dann höre ich auf mit YouTube nach 7 Jahren. Mhm. Nein. Oh, jetzt tut mein Arsch langsam weh. Hast du das Gefühl, du machst noch bis 30? Ja, ich finde es halt mega schwierig zu sagen. Jetzt macht es mir noch mega Spass. Ja. Auch wenn es mega pain ist neben dem Studium, es ist halt beides so 100%, was ich Ja. mache. Jetzt ist gerade gegangen, weil ich Ferien hatte, das war geil gewesen. Aber so, ja, irgendwann, wenn du so Kind bekommst... Hast du das Gefühl, dass du mit was 25 im Midlife Crisis oder so zu viel Stress? Keine Ahnung. Nein, aber ich finde halt Wahrscheinlich. wie so, also ich würde meine Kinder jetzt nicht mega so dann reinziehen.
Ja. Also sage ich jetzt so, also es ist Ja, jetzt ich sehe jetzt schon also Play-Doh-Videos. Alter, Ich nein, spiele nein, Lego nein, mit meiner Tochter. nein, aber wie, ich weiß nicht, also wie jetzt gerade ist es halt mega nice so Mhm. und ich hätte auch jetzt eben nie gedacht, dass ich das so 6 Jahre lang durchziehe, aber keine Ahnung, so. Who knows? Hast du dich eigentlich so voll daran gewöhnt, dass ich das mache? Ist das für dich so voll Ja, normal? aber es ist auch cool. Also ich finde es cool, weil du hast immer davon geträumt, du hast immer davon geredet. Die Leute haben dich ausgelacht und Ja, here we are. Started from the bottom, now we're here. ich schwöre. Yeah! Nein. Nein, ich finde es geil. Was hast du am Und es Anfang ist, eigentlich gedacht? Ey, ich habe es for real immer support. Also supported im Sinne von, weil Leute in der Klasse haben, also in der Sektor zum Beispiel gesagt, die Schwester macht YouTube. Ich habe es immer gesagt, so fucking what now und? Ist doch geil. Echt? Also ich habe es for real immer supported. Und ich finde es Ja. auch, jo, Ja. wenn du etwas willst machen, wenn du etwas Bock drauf hast, mach's. Ja, Das ist jetzt so ein bisschen die 0815-Speech, aber es ist for real so. ja. So mach einfach, was du Bock drauf hast und zieh den Shit durch. Ja, vor allem wie, wenn ich jetzt so zurückdenke, Alter, das juckt mich null, was jetzt die Leute damals gedacht haben. Weißt du, so in dem Moment so klar, Ja. so, das ist in dem Moment deine Welt. Wenn ich jetzt so zurückdenke, ich habe so mit so wenigen Leuten jetzt, wo damals so, ich denke, oh mein Gott, die denken jetzt das juckt mir jetzt gar Ja. nicht, was die darüber denken. So. Ich habe nicht mehr viel mit denen zu tun. So, und jetzt bin ich da an dem Ort, wo es mir Spass macht, und das ist ja geil. Also, ja. Ich glaube, bei dir hat es so viel damit zu tun gehabt, dass solange du so der einzige Supporter, den du brauchst, bist du selber. Und bei dir hat man das so gemerkt, dass du es gar nicht wirklich machst für die Leute. Und safe, du hast es geil gefunden, weil du 100 Abonnenten gehabt hast. Weil die Leute logischerweise den Shit geil finden. Ja, Aber wenn es du für dich machst und du bist happy am Ende vom Tag mit dem, was du gemacht hast, fair. dann let's go, weißt du, dann juckt es nicht, wie viel das anschauen. So, vielleicht hört niemand den Podcast, weißt Ja, du? ja, Und dann haben wir trotzdem ein gutes Gespräch gehabt. fair, Also ja. es ist... Oder wir finden jetzt einfach geil, den 10 Jahre dann hören. Ja, oder es ist ein Tagebuch, das hast du jetzt quasi. Das ist schon geil, ja. Das finde ich schon geil, so an Social Media, dass all das, weißt du, Ja, ich ist habe das so oft Tagebuch, ja. gevloggt und kann dann Sachen anschauen, zum Beispiel, eben, den Channel kennengelernt haben, wir haben ein Video produziert, das Ja. kann ich jetzt einfach anschauen. Und Das ist fix mega creepy für so Kinder. Ne? Ja. Wir sind so aufgewachsen, wir haben so vielleicht ein Bild vom Papi. so ein Bild auf einem scheiß Traktor oder whatever. Aber so, unsere Generation unter uns wird alles haben. Ja. Die wissen genau, wie wir gewesen sind. Und auch so gleichaltrig, weißt du? Mhm. So, wenn mein Kind 21 ist, weiss das Kind genau, jetzt in dem Moment bin ich so alt gewesen. Checkst du, das ist dann dumm, aber... Ja. Aber schon crazy. Also gut, ich habe das Gefühl, wir sind schon mega vor der Kamera so aufgewachsen. Also unsere Mama hat schon mega viel Videomaterial und so gemacht. Eben, ja, also von uns Das Kind finde ich kannst du schon wirklich geil. von null. Ja, es Das ist ist geil. etwas, was ich will auch machen dann. Also Ja, eben jetzt schön. nicht mega für die Öffentlichkeit, aber so für uns vor Das ist allem. auch so Soul-Shit, überall scheiß Kamera. Ja. Im Moment denkst du immer, aber nachher, wenn es Ja. 10 Jahre später bist, du froh. Ja, eben, und darum ist es auch so geil. Ich habe jetzt halt Videos, als ich 16 war und auf YouTube hochgeladen habe. Und Ja. es ist fucking cringe jetzt, aber es ist auch eine geile Erinnerung. Ja, das ist so. echt geil, hä? Es ist einfach lustig so. Alter, ich bin jetzt in Paris gewesen mit dem Can. Und dann, wir sind ja mal mit der Familie in Paris gewesen, 2018. Ja, Weißt du das so? weiss ich noch. Ich Dann hab- habe das Video gefilmt vom... Ja. Wer kennt mich besser und so. Ja. Aber ich habe eben auch 2 Vlogs gemacht. Ich habe jetzt eben den letzten wieder geschaut. Und es ist einfach so lustig. Du bist für mich so ein anderer Mensch. Du bist so 3 Köpfe kleiner als ich. Und so... Den will ich nachher Du bist actually. Den genau schauen wir der, den ich vorher beschrieben habe. So der keinen Körperkontakt will und der... Also das kannst du halt alles auf YouTube... Wenn ihr wissen, wie mein Bruder damals war, so wie ich es beschrieben habe, schaut euch meine alten YouTube-Videos. Es ist genau so. Wie heisst das Video? Dann können die Leute Paris es Vlog. ist gottlos, der Name. Es ist fucking gottlos. Oh, oh. Weil, Wer kennt mich besser? Und dann hast du ein Thumbnail. Nein, nicht das, der Vlog. Aha. Weil ich habe damals... Es ist so gottlos. Es ist so richtig reduziert, egal. Es hat damals eine Schweizer YouTuberin gehabt, die 100.000 Abonnenten hatte und ich habe die nicht wirklich verfolgt, aber ich habe einfach, sie heißt auch Nathalie und ich habe die in Paris dort angetroffen und dann habe ich sie halt im Vlog und so da und dann habe ich einfach den Vlog genannt 100.000 YouTuberin drauf. Ja, okay, weißt du, ich check schon. Ja, nein, sorry, aber es ist so, Check schon, es ist so asozial, weil es Die hat sie, Views müssen ruhen. nein, aber es ist so, sie hat halt so viele Abonnenten gehabt, aber sie ist nicht mehr im Hype gewesen, ganz blöd gesagt, so, sie hat vielleicht 1000 Views gehabt pro Video. Okay. Und das hat dann halt, also der Name hat halt nicht gezogen und er hat Aha, 100.000 ja, ja. Views, 100.000 Abonnenten hat er. Ja, ey, Krass hat's Video pullt, hat's Video pullt. Ich weiß doch Ja. nicht, aber es ist so gottlos. Ich würde Business, das nie mehr machen. Business. So, ja. Die hat sich wahrscheinlich auch gedacht, alle, dass ich einfach so sie auf das reduziere. Ja, ja. Ich glaube, das mache ich nachher auch noch, die so alte Videos ein bisschen Ja, anschauen. das ist schon lustig. Witzig. Ja,
Also wenn ihr Lust habt, meine alten YouTube-Videos zu schauen, ich heiße auf YouTube Nati Style. Mhm. Könnt ihr, wenn ihr das macht, kommentieren bitte die alten Videos. Ich will schauen, wer auf den Podcast kommt. Das wäre riesig funny. Hashtag alte Videos, Podcast, gar nicht. Leute, die den Podcast haben hure viel zu tun. Sie müssen abonnieren, sie müssen einen Daumen schicken, ein Like, DM schicken, Fotos Ich schicken. am Flomi kommen. Wir machen eine Checklist. Wir müssen Ja. eine Checklist machen, was Ja. alles müssen erfüllen. Ja, also das Mal haben wir sehr viel zu tun. Aber danke vielmals für alles. Die alles schaffen, bekommen irgendetwas am Flomi. Eine Wischmaschine. Eine Wischmaschine. Das, Nein. geil. Ja, Friends, ich hoffe, die Podcast-Folge hat euch gefallen. Ich habe es nice gefunden. Ich habe es einen übel geilen Tag gefunden. Sehr nice gewesen, sehr nice Weil gewesen. das sind so Sachen, die ich vielleicht jetzt nicht unbedingt will mit dir jetzt sonst mehr... Also doch, Ja, safe doch, auch, fix ja. schon, fix Ja, schon. aber es ist einfach auch spannend, das so festgehalten zu haben so für eine Mhm. Podcast-Folge. Und da haben wir eine riesen Audience. Ja. Ist echt so absurd, ist echt eine Kamera bei uns. Aber Ja. ladest du das Video noch eigentlich auf YouTube? Ja. Das Video auf YouTube und der Spotify. Podcast auf Spotify? Okay. Ja, und halt Apple Podcasts und so, das macht Okay, geil. Ja. Ja. Ja, stimmt, das macht schon Sinn, dass jetzt da so mehrere tausend Menschen uns zuhören. Ja. Aber ich hoffe, euch geht es gut raus. Schön, dass ihr zugelassen. Gebt ein Like. Nein. Geben ein Like, Also- Glocke, abonnieren, Und Flowmert, Daumen, kommentieren unter den alten Videos. Alter, wir wirklich Und bis zum nächsten Mal. genauso Abo, Like geil, wie damals mit so einem YouTube-Video mit Klick geil. Mach also, wir reden über YouTube mit 100k oder whatever. Das ist scheiß Titel machen. Ja, gut, also, Ciao Friends, bis Ja. zum nächsten Mal. bis am Sonntag. Gut, also, tschüss.